Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als engem wie zum Gesetzesprojekt 7606 schreibt der Staatsrat, Zitat, La liberté est la règle et la restriction l'exception. Wir stimmen heute über das Gesetzesprojekt auf, der bei den Bürgerinnen und Bürgern, ich will nicht so für Bauchweh sucht, man ob man auf eine gewisse Skepsis stößt. Wie eine Zwangshospitalisation heiert, und das in einem Kontext, wo man stündlich mit frischen Corona-News konfrontiert gehen, an als Sorge machen, als irgendwie normal. An einer Krise überschlagen sich Decisionen aber nun mal oft, es muss schnell reagiert gehen, aber wie wir wissen, fehlt es heute in der Zeit, für das gut und sinnvoll zu erklären. Nichtsdestotrotz muss seine Politik gut und sinnvoll erklären, wenn ihr wollt, dass sie von den Bürgerinnen und Bürgern da draußen verstanden wird und dass sie auch noch surveilliert wird, wenn es auf den nächsten Blick so ausgesehen, wie wenn die Krise quasi überwunden wäre. Ja, es ist gut, dass wir heute ein Gesetzesprojekt haben, über das wir können aufstimmen. Zwischenzeitlich, während der Metadekrise, dürfen nicht ja duten drin, ob wir sehr genug legiferieren könnten. Und das heute weiß, dass es sehr genug geht, aber nicht unbedingt immer sehr genug. Ich komme noch darüber zurück. Auch wir beraten sind, wie der Staatsrat heute der Meinung, dass die Restriktion die Ausnahme soll bleiben, an Freiheit aber trägt. Herr Präsident, wenn es um die Gesundheit von den Leuten geht, aber über die Gesetzmäßigkeit kriegen die Covid-19 wirklich Konsequenzen bekämpfen, dann ist es nicht nur unser Willen, sondern sogar als Pflicht, dadurch zu machen. Wie am März die Präsidentenkonferenz stündlich an die Chamber konvokiert, für vom Premier annonciert zu kriegen, dass die Regierung Pläne gab, den Krisenzustand auszurufen, wurden die Teile von der Krise noch nicht aufzugesehen. Zuelle für Lützeburg waren in dem Moment erschreckend und haben eine ähnliche Trajektoire wie Italien an der Grand Est vorgezeichnet. Die Regierung hat knapp 8 Maßnahmen geholt, die sind wir zu Lützeburg von Decisionen von unseren Nachbarländern aber wirklich überrannt gehen. Grenzegungen zu Ausgangssperre goufe verhangen und alles, ob das sich als Regierung in dem Moment basieren konnte, wo ein Gesetz zur Bekämpfung von Seuchen aus dem 19. Jahrhundert. Ein Gesetz, das bald 150 Jahre alt ist, wo ein wirklich ganz dünne Basis für die großen Einschränkungen zu justifizieren. Der SARS-CoV-2-Virus an die daraus resultierende Covid-19-Krankheit ist mehr schlimm wie ein Grippe. Es handelt sich um eine gefährliche Pandemie. Der Virus verbreitet sich mehr schnell und besser wie eine normale Influenza. Weltweit sind mittlerweile bald so viele Leute gestorben, wie am Ganzen zu Lützeburg leben. Jeder kann vom Virus an der daraus resultierender Krankheit getroffen gehen. Ob jung oder jung, ob männlich oder weiblich. Wir dürfen all die Leute, die gegen den Virus gekämpft haben, nicht vergessen. Es hat jeder Einzelne viel Kraft gekostet, aber viel zu viele Leute gehen den Kampf traurigerweise nicht gut aus. Mein Beileid geht dafür an alle Familien und Freunde von all denen, die den Kampf leider verloren haben. Trotzdem, glücklicherweise, wie viele Leute den Kampf gegen den Virus konnten gewinnen. Das ist vor allem der Verdienst von allen Volontären, dem Pflegepersonal, den Doktoren und all dem Personal im Gesundheitswesen, die an einem unermittellichen Ersatz, an einem übermenschlichen Erfolg alles daran gesagt haben, für so viel wie möglich Menschenleben zu retten. Wir nicht nur Personal aus dem Gesundheitswesen hat das unmöglich möglich gemacht. Auch Berufe, die als essentiell und systemrelevant angeschaut wurden, wo während der Großteil von der Bevölkerung müssten daheim bleiben, in inhumanen Erfolg müssten machen, für als Gesellschaft ein bisschen umdrehen zu halten. Das waren Menschen, die am Bootssektor, Reassortisseur oder Verkäuferin am Supermarché oder am Logistiksektor arbeiten. Es sind da viel zu viel für alle gut abzuzählen. Wir alle hingehört unsere größte Merci und unseren größten Respekt. Umso mehr, weil viele von denen gerade genannten für wenig Geld ganz viel geschafft haben. Die haben nicht sind, dass wir an der Sortie von der Krise diesen Ansatz vergessen. Wir als Chamber können dafür sorgen, dass kein den auf Vollzeit schafft, ändert das heute die Povertät fällt. Wir müssen als Responsabilität holen und heute dringend noch besseren.
Wir brauchen einen Mindestlohn, der über dem Armutsrisiko leidet. Wir müssen systemrelevante Berufe sozial revalorisieren. Herr Präsident, das Krise hat etwas gewiesen, nämlich dass ein ganz rich Konsequenzen wert gehen. Wir schwätzen am Moment ganz viel über die ökonomischen Konsequenzen. Es gibt Plan de Relance, es gibt Fit for Projekte lanciert. Aber was noch immer ein bisschen zu kurz kommt, sind die psychologischen Konsequenzen. Die psychologischen Konsequenzen sind noch nicht erforscht. Wir wissen nicht, was mit den Leuten geschieht, wenn ihnen 3 Monate quasi all Kontakt verbietet. Und hier muss man es darauf gefasst machen, dass man die nächsten Wochen am Monat nach mit einer anderen Krise sanitär Werte konfrontiert gehen, nämlich der von psychologischen und psychiatrischen Erkrankungen, die man der Häufigkeit bis lo nicht kann tun. Hier bleibt noch viel zu tun. Herr Präsident, wie ich schon so oft habe gemerkt, will ich aber trotzdem gerne auf das Mangeln parlamentarischer Diskussions- und Konsenspolitik hinweisen. Die Opposition krut auch am Vorfeld von diesem Gesetz versprach, die geht mit angebunden. Die Regierung hat schon bei informiert. Ja. Mit Information ist nicht gleichzusetzen mit Abbannen. Häufig goufen man knapp hier und der Presse oder direkt nur informiert, für so zumindest ja, informiert zu sein. Mit Kommunikation ist mehr wie eine Information. Ja, es war keine einfach Zeit, ja, Information von gestern kann Haut schon nicht ernst sein. Mit das exkusiert aber nicht, Bürgerinnen und Bürger nicht für euch zu holen. Am Anfang, wie nicht genug Masken da waren. An Statistik ist ja mittlerweile öffentlich, du gesagt nicht, wäre es besser gewesen, das genau so zu sagen, am Platz die Informationen zurückzuhalten, an den Nutzen von Masken zu hinterfragen. Das Kommunikation am Anfang von der Krise feiert am Ende von der Ersten Welt dazu, dass nach immer Leute sich auf Aussagen von Demos berufen, für etwas zu refusieren, was nachweislich Leben retten kann. Hey, als eine Informationspolitik zu machen, die ihr nicht hätte müssen machen, wäre in am Anfang ein bisschen mehr abgewischt. Auch im Moment von der Krise ist es wichtig, gut zu kommunizieren und Bürgerinnen und Bürger zu responsabilisieren. Proaktiv und mit den Leuten schwätzen, am Platz ex cathedra Decisionen holen, die nicht immer gut erklärt sind oder kohärent sind mit den früheren Aussagen. Herr Präsident, ich war erfeiert, wie der 15. Mai eine Equipe von der Uni Lützeburg eine Simulation von der Entwicklung von der Covid-19-Epidemie aufgestellt wird, die auf verschiedene Szenarien angedeelt war, an, wo die Anzahl von Todesfällen immens variiert wird. Die Regierung so häufig, sie will wissenschaftlich fundiert Maßnahmen holen. Dafür sind ich zudem erschreckt, dass die letzten Mesuren ohne neue wissenschaftliche Modelle getroffen wurden. Als Meinung ist, dass das zu wichtige Entscheidungen sind, für sich auf ein Bauchgefühl zu verlassen. Mit denen sich auf anständige Daten basieren soll. Leider wird das heute nicht gemacht. Die Chamber muss besser, proaktiver, sehr informiert gehen. Es kann nicht sein, dass man der Regierung all Einzelinformationen müssen aus der Nuss ziehen, so wie ein Sample von einem Covid-19-Test. Ja, so ein Test geht weh. Und hast du uns gefühlt, dass das permanent nachfragen nicht weh genug geht, weil sonst geben die Informationen vielleicht proaktiv kommen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Projekt de l'Ofirun als Leid. Ist zwar kein Text, der lang durch die Chamber gegangen ist, mit das ein Text in eine mouvementierte Geschichte kennt. Ich erinnere mich noch gut, wie am Büro an der Präsidentenkonferenz mit der Regierung diskutiert, was Wünsche von der Chamber für diesen Text wäre. An von den Wünschen war klar, wir wollten kein Ermächtigungsgesetz. Wir, alle guten Heibannen, parteiübergreifend, wollten ein klares Gesetz für die Krise zu begleiten. Dafür war ich umso mehr erstaunt, wie ein Wort noch die Regierung als ein Avant-Projekt proposiert hat, den ganz einfach Pouvoir von der Regierung weitergeführt hat. Das war inakzeptabel und durch die Ignorieren von den Wünschen von der Chamber hat die Regierung halt wertvoll Zeit verloren, die Ende nach nötig gewesen wäre, für das Projekt de Loi 76 noch zu verbessern. Den Text, den wir heute stimmen, ist sicherlich besser, und ich gebe sogar so viel besser,
wie die echt Ebosch Demokraten. An net ass der Kommission hei hun ze rechne, wéi konstruktiv vun alle Seiten und diesem Text mat geschafft gouf. Auch mir Piraten hun an dieser Kommission trotz dem Status, wo man just Observateur sinn, als abrucht, fir dats an diesem Text minimal Grundrechter, wéi Recht op Rekur an noch den Datenschutz besser verankert gin. Nichtsdestotrotz ändert dat awer neicht und de méi fundamentale Probleme, die den Text noch immer huet. Herr Präsident, lat mal kurz op geneet dës Probleme anzugoen. Et fängt nis mat der Kommunikation. Die Regierung huet et verpasst, klo am Vieraus zu kommunizieren an zu erklären, fir wéi en Zweck dëse Gesetzesprojekt benutzt gët. Die Regierung hat halt viel zu viel Raum für Interpretationen gelos. Et hat in Hans und gefiel, so wie selber nicht, was man diesem Text genau bezwecken will. Da macht die Bartholomew heute nach Imolena Strach. Das wird Pouvoir von der Santé geht, weiterhin Gesetz von 1980 gilt. Und das Gesetz geht immens weit. Und unter anderem sind Zwangshospitalisationen dummer da möglich. Und die Lehe für die Appeller immens lang. Ja, dafür wäre es nötig und wichtig für die Frauen an diesem Projekt de Loi mehr klar zu regeln und für in allem rechtlich garantieren zu gehen, dass es nicht zu abühen könnte. Ich begrüße nicht, dass wir zusammen an der Kommission das froh lesen konnten. Auch wenn ich ganz tief am Band dran wünschen, dass man diese Disposition nicht applizieren muss. Wir allein dadurch, dass der Anfangstext immens lasch war und so viele Änderungen nötig waren, hat zu ganz viel Interpretationsspielraum gefordert. Lässt Raum für Spekulationen und das Gift für das Vertrauen, das Bürgerinnen und Bürger an unsere Institutionen haben. Unklarheit feiert zu Angst. Angst für eine Bühne, Angst für einen Exzess, Angst, dass Grundrechte nicht mehr respektiert gehen. Herr Präsident, diesen Text hätte nach müssten mehr klar gehen, mehr Garantien kriegen, besser erklärt gehen. Ah ja, da hat die Regierung auf Zeit gespielt, am Platz freizeitig klar zu kommunizieren. Wäre direkt zu einem Text und nicht zu einem Propos von einem Ermächtigungsgesetz kommen, mir hätte vielleicht die Woche gehabt, die als Lo einen gefehlt hat, für nachher nachwärts zu machen am Staatsrat, für nachher Text können zu schaffen. Auch beim Datenschutz ist trotz aller Verbesserungen nachher nur zu bessern. Gehen noch immer zu viel Daten gesammelt, dann nach sie davon aus trotz Limitationen noch immer immens lasch. Verschiedene Dispositionen, verschiedene Einschränkungen, die just am Kommentar des Artikel gemacht. Nicht am Text, nicht am Gesetz, da wo sie hingehören. Wir haben an der Chambre eine Motion gegen invasive Tracing-Applikationen gestimmt. Und für allem zentrale Datenbanken, wo das Daten stockiert gehen, kloren nie gehen. Analog, die für den analogen Tracing genau so zentrale Datenbanken angelöscht. Den Zweck aus den nämlichen Daten sind dieselben, just das ist ein anderes Gesetz. Nee, das ist nicht einfach so hinzuholen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das heute ist ein schwieriger Text gewesen für zu schreiben. Aber auch für darauf zu schaffen. Er war unausgegoren und hat viele Änderungen gebraucht, für ein Niveau zu kreieren, wo fundamentale Rechte besser geschützt gehen. Niki lieber zwischen dem Recht auf Gesundheit und den anderen Grundrechten, Recht auf Manifestation, der Inviolabilität vom Domizil, Meinungsfreiheit und so weiter, ist nicht einfach zu finden. Und Diskussionen rund um diesen Text haben gewiesen, dass man generell an unsere Gesetze nach immer einen Freiheitsputz machen müssen, für Grundrechte zu stärken. Dafür sind wir auch froh über die Bartholomew aus einer Motion, die die Regierung auffordert, für das Gesetz von 1980 aufzuändern. Das ist aber schrecklich, dass man das per Motion fordern muss und das nicht proaktiv heute schon agiert wird. Wir diskutieren nämlich schon seit über einem Monat über das Problem von den Zwangshospitalisierungen, für einen E-Punkt zu nennen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Text, den als Vierleiter ist ein Text, der garantiert, dass wir weiter gegen den Virus kämpfen. Er garantiert, dass nicht immer eine mitternucht legale Basis für den Kampf gegen Krankheit zurück, ob nach mir schlecht Gesetze fällt. Ob Gesetze aus dem 19. Jahrhundert oder 1980er Gesetz. Beide sind mehr schlechte Optionen, wie das, was heute für uns leid. Wir hätten uns gewünscht,
dass man bei so kruziale Grundrechtsro méi frei vun der Majorität mat da gebunden gi wären. Wie richtig gut Gesetz zu schreiben. Da das leider nicht der Fall. An so, wo man haut nimmt de Schwarz zwischen zwei schlechten Optionen. Stimme mal für den Text, also ein Zeichen, dass man da verstanden wären, dass so mit der Chambre, mit der Opposition verfolgt. Stimmen wir gegen den Text, fallen wir auf richtig schlechte Texte zurück. Texte, in der ich nicht will fallen, wenn man den Kampf gegen das Krankheit will seriös gehen. Bleibt also die dritte Option, die vielleicht am meisten schlecht für uns, und das ist, wir enthalten uns. Den Text ist nämlich das geringere Übel, muss ich so sagen. Und das ist bei weitem nicht gut, aber es geht viel mehr schlecht gehen. Und dafür werden wir uns enthalten. Ich sage nicht merci. Merci vielmals, Herr Klemmer. Letzten angeschriebenen Redner aus den honorablen Herrschaft Engelen.